Salut, salut. Das ist jetzt nicht als Begrüßung gemeint, sondern Salut, salut ist der Name vom Platzwart vom Campo Felice. Grosser Campingplatz in Tenero, Ticino. Und dort darf ich jetzt hin. Camping. Das ist mein Gebiet. Hey, der Mann ist absolut nicht der Camper. Ich sage, wir sind vor 3 Jahren haben wir es mal probiert. Er hat immer gesagt, er hat sich das immer so romantisch vorgestellt, campen zu gehen. Und ich bin überhaupt nicht Camper, ich bin nicht praktisch, ich bin chaotisch. Und dann habe ich gefunden, also komm, jetzt machst du es einmal zu lieb. Einmal. Also es war einfach Horror. Wir sind auf Pontresina. Es war kalt. Es war eng. Der Manu hat es überhaupt nicht im Griff gehabt. Die Heizung hat nicht funktioniert. Es war ein schöner Camper eigentlich. Und wir sind, glaube ich, nach 2 Nächten sind wir wieder heim. Er tut einfach nicht gerne campen. Das weiss ich auch nicht, warum nicht. Etwa nach einer halben Stunde haben wir den ersten Fladen gehabt. Sargans bin ich mit dem Monstergefährt auf dem Parkplatz von McDonald's. Kinder, gehen wir da rein etwas zum Mittagessen? Aber Papi, nein, wir gehen jetzt da rein zum Mittagessen. Der Papa hat Hunger. Mit dem Wohnwagen ist er sich irgendwo reingefahren. Ah, ja, stimmt. In den Rückspiegel, glaube ich, von einem anderen Auto. Tatsch natürlich hinterste mit dem langen Gefährt. Voll einem parkierten Auto ins Viertel rein. Also wirklich übelste Bühlen, Blechschaden. Es ist also wirklich... Logistisch muss man, glaube ich, wirklich begabt sein. Es war kalt, er hat nicht gewusst, wie die Heizung geht. Am Tag war es warm, die Mücken sind reingekommen und er hat nicht gewusst, dass wir ein Mückenstörchen haben. Und dann liegst du im Bett. Tot auf der Schnur. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücken muss. Sehr erschöpft. In diesem Bett. Und ich habe wirklich, mir sind kurz Tränen gekommen, aus Verzweiflung. Ohne Seich. Ich habe gedacht, was mache ich da? Gewusst, meine Frau liegt nebendran. Er denkt genau das Gleiche. Aber wir haben es einander gesagt. Es ist einfach, nein, es ist wirklich Horror gewesen. Ich darf wirklich sagen, es sind die Horrorferien von meinem Leben. Aber wenn sie älter sind, habe ich tatsächlich im Fall immer noch einen kleinen Schimmer Hoffnung, vielleicht gleich einmal noch schöne Camperferien zu verbringen, sei es in Skandinavien oder irgendetwas. Ja, das darf er gerne noch mal probieren. Und er geht ja jetzt noch mal. Einfach nicht mit mir. Also ich habe es noch nicht 100% abgeschrieben. Mich jetzt mehrere Tage in diesem Campingkuchen zu bewegen. Es ist nicht so meins, aber für das mache ich ja letztendlich die Sendung auch, um Neues kennenzulernen, mich auch mal ein bisschen zu überwinden. Aus der Komfortzone raus. Und das wird es da jetzt, glaube ich, schon ein bisschen sein, auf dem Campo Felice. Losgereist bin ich mit der Grundeinstellung, die ich immer habe, wenn ich losreise, für das Projekt, das wir hier machen. Das Oberste über allem ist meine Neugier und mein Interesse an Mensch und Umwelt. Der erste Stopp in Altdorf. Ein urchiger Ort mit dem Tell und dem Walterli da, monumental auf dem Sockel oben. Ein Ort, den ich eigentlich immer gerne besuche. Das ist so urschweizerisch. Dann sind wir unverhofft an eine Gruppe Polterfrauen angelaufen. Via Gotthardpass ins Ticino geht's jetzt. Pässe sind etwas unglaublich Faszinierendes und Schönes. Fälschlicherweise habe ich dann ja den Tremola angekündigt, schon beim Aufweg. Da fährt es jetzt also an.
Tremola. Tremola, die alte Tremola-Strasse, die Tremola heisst, ist ja erst das Stück zwischen Bass und Airolo. Das habe ich jetzt gelernt. Das habe ich gerade vorher gelesen. Längstes Strassenbaudenkmal. Da freue ich mich jetzt mega. Aber wie immer, lieber Simon, würdest du für mich den Driver-Part übernehmen? Du kannst umschauen. Damit ich umschauen kann. Mach ich. Super! Einsteigen! Daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm you. Ja, eben, du weißt, das teure Kamera-Equipment. Nein! Nein, bist so gut. Runtergeht. Ich bin selten auf dem Gotthard. Das ist einfach so eine starke Landschaft, die ich liebe anzuschauen. Habe ich Freude. So, da geht's raus nach Tenero. Jetzt schaue ich mir das mal an. Campo Felice, fröhliches Camp, oder? Felicita. 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 Also wir sind als Fernsehteam angekündigt, glaube auf den späteren Nachmittag. Sind mit massiver Verspätung aufgrund von dem genussvollen über den Pass fahren da eingetroffen. Am Abend um 8 Uhr, glaube ich, war es etwa. Das ist Sali! Ist das ein Sali? Ich habe gewusst, wir treffen den Sali. Und vor der Barriere, vor der Einfahrt vom Campingplatz, ist da einer gestanden mit der Sonnenbrille. Und ich habe eigentlich gemeint, hey, da ist er, der Sali. Und bin freudig, freundlich, Scheiben runter. Sali! Buonasera! Hallo! Und dann fuhren uns aber einer zusammen. Man muss fragen, wenn man mich filmt. Ich war völlig perplex. Ja, das war eine ruppige erste Begegnung mit dem Campingplatz hier. Oh, das fängt ja schon gut an. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Sie können auch diese Straße folgen, wieder nach unten und dann so. Super. Trotzdem, alle Blätter sind nummeriert, das ist am Boden. Wunderbar. Ja. Ich bin baff, wie gross das ist. Das ist ja eine kleine Stadt. Schau mal. Wenn Hochsaison ist und der Campingplatz wirklich rampenvoll ist, sind um die 3'500 Leute auf dem Flecken Erde hier am Lago Maggiore. Und das ist schon... das ist wirklich eine Masse. Das ist, guck mal, das ist die Piazza. Hey, nein. Wenn man so eng auf eng sein Reichli hat und Ferien geniessen will, dann wählt man, glaube ich, bewusst aus einer Kontaktfreudigkeit aus auch so eine Art Ferien. Also wer nicht kontaktfreudig ist, wer menschenscheu ist, sagen wir es mal so, wer menschenscheu ist, muss nicht so Ferien machen. Oh, ist das spannend. Hey, schau mal, die hocken ja extrem aufeinander oben. Public Viewing. Cool, da können wir den Match schauen. Können wir am Montagabend Schweiz-Frankreich schauen, Achtelfinale. Wir sind auch angefahren, unser Plätzchen, Waterfront, mega schön.
Und ich mit meinem Vehikel da hinten am Auto fühle mich immer noch ein bisschen unsicher da, hinter sie fahren und so weiter. Aber sofort sind da meine Nachbarn helfen gekommen. Wir haben den Wagen abgehängt, haben ihn reingestossen. Hilfsbereit. Danke vielmals. Merci. Felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte la felicità. Hey, mit der Whisky-Bar dort. Hallo zusammen. Salut. Da sieht es gemütlich aus. Am 9 ist gut, ich komme am 9. Also das ist eine Campingstadt, finde ich, mit dem ganzen Angebot, das hat. Und schon die Fläche. Es sind, glaube ich, etwa 21 Fußballfelder. Das ist crazy. Von dir, David, hast du da gepfiffen? Also für mich ist das Foul. Für mich. Faktisch... Hallo zusammen. Du, ich suche den Sali, den kennen doch alle da. Dort. Wo dort? Dort im weißen Zelt. Im weißen Zelt, danke vielmals. Es kennt wirklich jeder den Sali. Jeder. Das weiße, da ist er! Oh, salut! Ciao, Sali! Hoi! Schön! Salut! Schön haben wir dich gefunden, so geil! Wie geht's dir? Super, maximal! Sehr schön! Und ihr auch, hä? Ja, danke! Also ich habe sofort bei den ersten Sätzen, die man austauscht hat, gespürt, das ist sein Lebensinhalt. Wie lange bist du schon da am Arbeiten? 20 Jahre. 20 Jahre. Zeit geht. Genügelt's nicht? Nein, ich liebe die Menschen. Sie geben viel zurück. Der ist so Fan von dem Campingplatz, von der Art und Weise, wie er da der Touchmeister ist. Ich bin jetzt 3 Tage bei dir, 2-3 Tage, und ich bin ab jetzt dein Praktikant. Ja, das ist gut. Du darfst mich einsetzen für fast alles. Für fast alles gut, das ist klar. Seine Hauptaufgabe ist, glaube ich, schon einfach ein bisschen dies und da. Oder? Er schaut. Aber er hat wirklich... Das kann ich dir auch gut gehen. Aber komm. Checkt. Wenn alle was machen, was sie dürfen und keine verbotenen Sachen machen. Morgen, hast du gesagt, treffen wir uns genau da. Treffen wir uns hier. Okay. Nachdem wir aufräumen hier, alle Bankerellen müssen wieder zusammengelegt werden, ein bisschen putzen. Arbeit hat das immer. Man wundert sich vielleicht, warum der Dani Sali heisst. Dani ist sein richtiger Name. Der Sali heisst Sali, weil er wirklich mehrmals pro Tag hat er genau gleiche Leute, die er über den Weg läuft. Sali! Manchmal glaube ich sogar mehr als 2-mal. Sali! Das ist so absolut sein Markenzeichen, das unüberhörbar ist, auch aus 100 Meter Distanz noch. Sali! Merci vielmals! Morgen, super! Tschüss! Adios, Sali! Tschüss! Danke vielmals! Tschüss! Entschuldigung, das ist ein Zungenbrecher. Tschüss! Die erste Nacht, einfach ein mega Privileg, da an der Seefront. Es ist ein Hammerplatz mit dieser Aussicht. Super geschlafen. Bin als Papi von kleinen Kindern einfach automatisch in einer Jahr sehr früh wach. Jetzt gehen wir schauen. Und habe das Türchen aufgemacht von meinem Wohnwägeli. Und dann schaust du einfach auf einen aalglatten See raus. Es ist noch total ruhig. Darum habe ich die Ruhe da draussen unglaublich genossen. Das ist so richtig so, wow. Weil du weißt, du bist eigentlich auf einem Gelände, wo 2000 Leute gerade noch schlafen sind. Und dann die Ruhe, das war eindrücklich. Da in all diesen Büchschen. Überall Füßelitz.
Findest du das Zelt wieder nicht? Hä? Zu viel gesoffen gestern. Total desorientiert. Weißt du ungefähr, in welchem Ecke vom Campingplatz dass du deinen Camper hast? Nein. Ich fühle mich schon ein bisschen als Fremde. Also, ja, ich bin nicht Camping erprobt, ganz klar nicht. Und ich meine, die Leute, die da sind, die meisten, nehme ich jetzt mal an, machen das seit ein paar Jahren, wie die ausgerüstet und eingerichtet sind. Also ich bin da läppisch, ich habe nicht einmal ein Teppich da vor meinem Wohnwagen. Mit den dreckigen Füßen geht man nicht in den Wohnwagen rein. Aber ich finde es beeindruckend, wie die Leute das pflegen, den Kult. Die Dekorationen vor den Wohnwagen oder vor den Zelten sind ja, wirklich halt wie im heimischen Gärtchen. Gadgets stehen überall umeinander. Das finde ich etwas am Spannendsten, da durchlaufen und all die Gadgets zu sehen, die vor der Hütte haben. Jetzt bin ich im Abwaschen, falsch. Was machen wir da? Hast du schon angefangen? Salut. Salut! Hoi. Salut! Was kann ich machen? Morgen miteinander! Gut, habe ich das Velo. Ich war ja wirklich ein bisschen in seinem Schlepptau. Also er war mein Lehrmeister in diesen Tagen und ich habe dann immer wieder mal gefragt, oh, was kann ich machen? Ja, komm mit, komm, kannst mit. Und dann ist er davon gerannt. Schon gut. Fitness, oder? Ja. Also ich musste säckeln und ihr mit der Kamera und Ton haben noch mehr Mühe gehabt als ich mit Säckeln. Man kommt ihm fast nicht nach, er rennt dann davon, er hat das sein Ziel. Oh, buongiorno, salut! Salut! Wir bringen mit dem Bus hierher die Leute, die wollen, von da an Steg. An Steg. Ja, so wie es aussieht, haben wir heute niemanden. Niemand will schiffeln. Niemand will böteln. Niemand will böteln. Also, das heisst, wir gehen wieder retour. Marktstand. Ganz genau. Gut, jetzt nehme ich das Velo. Jetzt nehme ich das Velo. Und ist eigentlich 10 Meter vor mir auch schon am erklären, was ich machen müssen, aber ich höre es nicht. Ich bin zu weit rein. Komm du mit mir. Jawohl. Und nachher hat er mir dann schnell einmal den Stefan vorgestellt. Ein mega sympathischer Mitarbeiter. Nein. Was ist jetzt das noch ein kleiner... Das ist jetzt Schau jetzt. Schau. neue Arbeitstenue. Wirklich? Sensationell. Ja, super. Stefan habe ich mich angehängt mit seinem kleinen Lastwagen. Und er hat jeden Tag kommt er eine Liste über, oder auch immer wieder sofort neu rein, mit Reklamationen und Mängeln von den Leuten, die sich hier einmieten. Nein, das ist unser Wagen, den wir vermieten. Und dann müssen wir dazu schauen, wenn etwas kaputt ist, musst du einfach flicken oder hochziehen und dann ist die schon draussen. Oh, wow. Gut, bravo. Eine Reparatur, die angestanden ist, TV-Defekt. Oh, das ist dann schön. Leck mir. Ich muss suchen, das Bungalow. Das ist das Labyrinth von Bungalows. Also klar, die arbeiten seit Jahren da, die wissen genau, welches Weg hinführt. Ich bin zum Teil völlig desorientiert zwischen diesen Bungalows herumgeirrt. So, oder nicht? Hey, das ist dann cool, die Bungalows. Das ist der Hammer. Das Bungalow-Städtchen da. Was ist kaputt? Der Fernseher. Richtig. La TV non funziona. Keine Ahnung. Da sind wir rein, der Fernseher. Ah, was ist da? Ja, Entschuldigung. Es war die Familie dort und haben den Fernseher geknallt und so. Habt ihr gestern den Match nicht schauen können? Nein. Ai. Ja, wo ich vom Ding.
Da dann, ja. Ich habe auf dem iPhone. Und ich habe gedacht, ich und Technik, ich habe überhaupt keine Ahnung. Stefan, mach. Dann hat er gesagt, komm, jetzt tust du mal da hinten anschauen. Das ist noch gar nie gegangen. Nein, wir haben nicht probiert. Hier auf den Motorcycle. Also, vielleicht siehst du noch ein bisschen mehr. Du musst mal schauen, ob du einen Ausschalter hast, da so einen Drücker. Jawohl, habe ich gefunden schon. Tu mal den ersten einschalten. Gut, nur drücken. Ist gut. Lass ihn. Und dann hast du dein... Jetzt geht das schon. On-off. Warte, Schinken. Weißt du? On-off. 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 Ah, jetzt läuft er wieder. Er hat einfach den Fernseher nicht angelassen. On-off? Ja. Ja, das kann passieren. Das wird das wissen. Also. Voilà. Gut, Problem erledigt. Das ist wunderbar. Nicht gut. So mache ich mich als Fernsehtechniker auch noch gut. Alles wieder gut. Ist gut. Merci. Geniessen es. Tschüss zusammen. Ich finde es im Fall jetzt gerade sehr, sehr, sehr interessant, da mal hinter der Kulisse ein bisschen zu sehen, was da alles für Erbetli anstehen. Und er ist jetzt wirklich so auf seiner alltäglichen Tour Reparationen, Reklamationen checken. Das liebe ich, so einen Blick hinter die Kulisse. Well, every woman I know is crazy about automobiles. Das ist der Warteplatz. Musst mal schauen, die keinen Platz finden, können hier gratis warten. Hat er gesagt vorher. Also ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Warum? Hätte ich die auch noch aufgeräumt. Some like Cadillac, some like Ford, and some like anything as long as it's a road. Every woman I know is crazy about automobiles. Wir haben einen Notfall, ich muss dort hin. Wasserschaden. Er ist sehr gut. Nein, ich glaube, er muss Beruf wechseln. Ja, das musst du probieren zu drehen. Bravo. Eins weiter. Danke. Da hat es neue Schrauben, da hat es neue Schrauben. Aber gut. Das ist etwas Schönes. So ein Kerli fahren, geräuschlos da über den Asphalt rauschen. Das habe ich sehr genossen. Hat es mich jetzt blitzt? Man grüßt einander, man winkt einander die ganze Zeit und so. Es ist wirklich, trotz dieser Größe entsteht so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein familiäres Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist interessant. Also wenn ich habe beide. Es ist natürlich nicht mehr Camping, wie man es sich vorstellt. Wir sind jetzt 10 Jahre da und irgendwo am Wochenende sind wir immer da. Und es ist natürlich von dem her wieder heim. Also da hast du Abwaschmaschine, hast alles drin. Es war eindrücklich zu sehen, wie die Leute das einfach auch zelebrieren, dekorieren und ausstattet. Und ich glaube, wenn man mehrere Jahre Camper ist, will man auch jedes Jahr sich noch gemütlicher, noch feudaler machen, noch luxuriöser ein Stück weit. Und das war interessant, diesen Leuten zuzuhören, mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft sie von ihrem Campingreich erzählen. Den haben wir dann vor 10 Jahren gekauft. Das ist schon 10-jährig? Ja, das ist 10 Jahre. Haben Sie aber gut geschaut? Ja. Sieht mega neu aus. Ja. Nein, es ist schon so, dass einfach, was soll ich sagen? Das ist wirklich ein Ferienhaus. Es ist wieder heim, ja. Glamping ist ja so ein Trendbegriff, weil luxuriöses Campen unterdessen ja auch möglich ist, eben in wunderbar ausgestatteten Bungalows. Und die Wohnwagen sind ja zum Teil echt schon fast fahrende Villen. Man sieht es, wir sind nicht Camper mehr, die im Grünen sind, die jetzt ein Feuerchen machen. Genau. Wir haben eigentlich anstatt eine Wohnung, wo kannst du das leisten, so nach dem See? Mhm. Das ist eigentlich der Grund. Oder? Mhm. Und der Campo Felice hat perfekte WC, es kostet ein bisschen etwas, hat ein günstiges Niveau, es hat Tennisplätze. Ich liebe Tennis. Oder? Ich glaube, es hat einen grossen Teil Menschen, die hier campen, die einfach auch das Sehen und Gesehen werden suchen und geniessen. Dürften wir mal einen Blick in euer Reich werfen? Ja, im Ernst? Ich staune, wie offen ihr Camper alle. Ich finde es spannend, bei anderen ins Zeug hineinzuschauen und da beobachten, ja, was haben die für Vorlieben, was geniessen die, wie gestalten die ihren Alltag, sei es jetzt auf dem Camping oder aber auch daheim im normalen Wohnen. Am Anfang war ich eigentlich nicht der Camper.
Sie ist aus einer Camperfamilie rausgekommen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, ja, die Wohnwägler und so. Das ist ein Stier eigentlich. Aber wenn du Kinder hast, bist du auf dem Camping. Die Kinder machen es Tag, die sind weg, die sind bei den Kollegen und so. Du kannst selber etwas machen. Und die Kinder haben immer wieder Kollegen oder Anschluss oder sonst irgendetwas. Und das macht schon Spass. Heute ist am 8. Uhr hier eine Kinderanimation. Da gehen wir jetzt mal schauen. Salut, salut. Super maximal, hä? Hoi, wie geht's? Super, hä? Dann hat man mich den Mikol vorgestellt. Oder angehängt. Mix! Sali. Salut! Das ist Mix. Für den Manu, hoi. Freut mich. Hoi. Bene? Super! Pronto? Ja, ich Carico? bin eine sympathische junge Frau, die unter anderem für die Kinderanimation zuständig ist. Egal ob auf einem Campingplatz, egal ob in einem Hotel, wo ich auch schon Ferien verbracht habe mit meiner Familie, Familienhotel, da bin ich immer schon sehr kritisch gegenüber eingestellt. Ich finde die Dauerbespassung und das dauernd Berieseln mit Musik und Zeug und Sachen, vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, ich habe keine Ahnung. Ich finde das ätzend. Dass man dann am Abend die Kinder noch vor dem Schlafen gehen aufpeitschen mit Kinderdisco-Sound. Da habe ich Mühe. Da habe ich echt Mühe. Und jetzt hat man mich da der Nicole angehängt für genau so eine solche Aktion. Ui. Ich schicke mich ja dann doch einmal rein in die Sache und probiere irgendwie das Beste daraus zu machen. Hey Manu, du bist super maximal, ja? Machen wir einen grossen Applaus für den Manu da hinten. Das ist wenig Familie. Also klar sind sie unsere Kunden, aber das ist wenig Familie, eine grosse Familie. Das ist auch genau das Gleiche, wenn eine grosse Familie ist, alle, die hier arbeiten. Wir sind eigentlich immer fast jedes Jahr die gleichen Leute da. Und das ist schön. Aber diesen Job finde ich einen der bewundernswertesten, was sie macht. Animateuse, sagt man Animateuse? Animatrice. Ja, toll. Wir gehen auf Tenero, nur noch Tenero. Am liebsten gehe ich sowieso. Die ganze Zeit müssen wir schauen, was sie macht. Ich kann mir so Abläufe so nicht merken. Und ich glaube, die Kinder haben das nicht gestellt, wer ist der Mann da? Aber die Eltern, die rundherum gestanden sind, haben sich, glaube ich, einen Schwanz im Bauch gelacht. Aber ist okay. Ich bin mir ja gewöhnt, mich zum Affen zu machen, vom Beruf her. Von dem her alles gut. Man tanzt sich in den Rausch, das muss ich so sagen. Man tanzt sich natürlich in den Rausch. Es ist ja ein ergreifender Beat, nicht wahr? Es ist ein ergreifender Text. Das finde ich, der Text ist mir zum Teil schon recht, muss ich sagen, recht ans Herz gegangen. Einfach von der Aussage, von der Text. Kann man ganz schnell. Ich habe jetzt tatsächlich im Fall gerade vorher auf dem Handy ein bisschen auf der Homepage vom Campo Felice
die Luxus-Bungalows angeschaut. Ohne Seich. In Anbetracht, vielleicht tatsächlich mit den Kindern mal da hinzukommen. Da Brasil, Português do Brasil. So, ich sollte fötzeln, sprich, können wir schauen, wo der Stefan ist. Mit dem habe ich mich nämlich verabredet. Jetzt mein Boss. Guten Morgen zusammen. Sally, Janik, gell? Ja. Hoi. Stefano! Soll ich mit denen mal anfangen, auf dem Abschnitt? Ja. Dann kannst du das hier zusammen, das Holz, oder? Super. Tipptopp. Machen sie jeden Morgen ihren Putzrundgang. Und das habe ich mega gerne gemacht. Ich finde, das sind so Arbeiten, wo du nachher siehst, was du gemacht hast. Und du machst etwas mit dem Körper. Und das schätze ich sehr. Jedes unterwegs mit Stefan, ob da die Mängel beheben in den Mietanlagen oder da jetzt die Putzarbeiten. Das war immer sehr angenehm mit dem Stefan und auch lustig. Alles im Griff. Man kommt ins Gespräch miteinander. Man schaut sich ein bisschen über das Gartenhägli und schaut, was hat der andere. Und ich glaube, man hat auf so einem Campingplatz echt ein bisschen Menschen aus allen Schichten, aus allen Lebenslagen. Mit der gemeinsamen Leidenschaft vom auf dem Boden geerdeten Wohnen. Wir haben die Wohnung aufgelöst und ich wohne jetzt 3 Monate da. Mal etwas anderes, einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Meine Partnerin hat sie von mir räumlich getrennt und ich habe die Wohnung dann aufgegeben und dann da muss ich irgendwo bleiben. Und ich habe mir überlegt, was soll ich machen? Geld sparen? Ja, eine gute Idee. Da habe ich gezahlt. Jetzt schlafe ich da. Hast du das vorher schon gehabt? Das ist unser gemeinsames Projekt. Ach so, okay. Ihr habt ein Boot? Ja. Ach, komm mit. Was für ein Boot habt ihr? Ein Gummiboot. Wirklich? Eins mit einem Motor? Ja, wir sind mal dort rausgefahren und dann sind wir stecken geblieben. Warum? Ja, weil vor allem der Motor gespinnt. Da ist der Motor nicht mehr gelaufen. Und der Papi ist im Boot. Ach, der gewunken? Ja, und der hat uns abgeholt. Nein, wirklich. Sind ihr abgeschleppt worden? Es haben einige Leute, wo ich ins Gespräch gekommen bin, gesagt, weisst, wir sind früher mit den Kindern auch immer schon da gewesen. Und dann wird es ja schon ganz anders, wenn man plötzlich kleine Kinder dabei hat, oder? Gibt ein bisschen einen volleren Kofferraum. Gell? Nein, ich bin ja tatsächlich eigentlich von dem ersten Campingerlebnis vor 3 Jahren ein bisschen traumatisiert. Und gleichzeitig habe ich aber gleich immer noch den romantischen Gedanken, das mit meinen Kindern gleich noch mal zu erleben. Also ich bin jetzt da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also der Aspekt von das Kind da wirklich einfach eine Umgebung haben, sie treffen sofort andere Kinder und alles, das ist reizvoll für Eltern von kleinen Kindern. Das ist auch der Aspekt, wo mich am meisten dann faszinieren oder auch wieder in Erwägung gezogen haben,
das vielleicht mit meiner Familie gleich auch wieder mal probieren, nach unserem gescheiterten Campinganlauf vor 2-3 Jahren. Ein Campingbärli, das also am Hauptströssli ihren Platz hat, sind mir positiv aufgefallen, haben immer mega freundlich gegrüßt. Ja, ich habe gefunden, die sind so sympathisch, da lade ich mich doch selber zum Nacht ein. Hallo miteinander. Jetzt haben wir euch aber schön gesundtigt. Ja, nicht? Wow. Wenn schon so hoch Besuch kommt. Cool war mal so kurz Gast zu sein, auch am Esstisch bei jemandem, der da auf dem Campingplatz hauset. Ich tue den grillen. Und du, habe ich gehört, mir ein bisschen schnetzeln. Super. Machen wir das, ich helfe dir gerne. Soll ich alle Tomaten machen, Sandy? Ja. Schon, oder? Und dann tun wir von diesem nachher von einem separaten Dings noch. Ah, super. Wo kochst du lieber? Ja, wie soll ich jetzt das sagen? Daheim tue ich natürlich anders kochen. Da tust du ein bisschen einfacher. Die wenigen Mal, als ich auf dem Camping war, war so die Abteilung. Im Schneidersitz, am Boden sitzen. Auf irgendeinem trümmeligen Outdoor-Grill, Gasgrill. Das ist ganz eine andere Liga. Das ist schön. Ja, ich sitze auf einem Stuhl. Ich sitze nicht am Boden. Ich bin bekocht worden. Also, so lässt sich campieren. Ganz ehrlich. Ich musste dann das gemütliche Zusammensein und das gemütliche Nachtessen verlassen. Abrupt, weil ich wieder ins Arbeitstönü musste, weil es geholfen hat, Sali wieder helfen. Ja, Tönniwechsel. Gehen wir. Tschüss zusammen. Ciao. Oh, jetzt hätte ich fast zu Fuß gehen. Ja, Matches sind übertragen worden, oder? EM, Europameisterschaft, Fußball. Also, ist da der Adieu. Wie geht's dir? Alles super maximal. Super maximal. Super maximal, das ist super maximal. All die leeren Stühle. Ich war dann eigentlich voller Tatendrang parat, um ihm zu helfen. Und dann haben wir irgendwie 6 Stühle zusammenstellen. Aber die nehmen sie ja nachher gerade wieder vor. So eine Sisyphus-Arbeit da. Und dann gesagt, ja, und jetzt machen wir. Oh, komm mit. Dann bin ich wieder irgendwie 10 Meter hinten reingejoggt, weil er mir ab ist. Hinter dem Vorhang. Er rennt immer davon. Er hat noch irgendeine kurlige Nationalhymne irgendetwas laufen lassen. Lass mir das, nachher mache ich den unsere Hymne rein. Ah, sicher? Mache ich immer so. Also immer vor einem Schweiz-Match. Die Schweizer Nationalhymne, oder? Morgen rot daher. Schön war, wie auch dort hinter der Kulisse, hinter dem Vorhang, er das zelebriert hat. Was willst du mit dem bewirken? Wir gewinnen! Ah, Positivität. Sicher. Und sich jetzt gefreut hat, auch den Schweizer Match jetzt anzukündigen. Und für mich selber ist der Schweizer Match tatsächlich auch mega wichtig. Was sind alle unsere Schweizer, Obwohl ich es wirklich nervlich sehr, sehr schlecht vertrage, bei der Schweizer Nazi zuzuschauen. Schön. Gross Hauptschweiz, eh? Ja, Hauptschweiz. Ich kann eben manchmal fast nicht schauen. Ich halte es nicht aus, nervlich. Ich muss manchmal davonlaufen. Ich habe mir zuerst wirklich noch überlegt, soll ich überhaupt in das Public Viewing vorne sitzen oder das einfach im Stillen für mich auf dem Handy schauen. Aber ich habe dann gefunden, mal komm, das ist so etwas Schönes, wenn es eben dann gelingt. Im Moment vom Goal, das fällt für dein Team, das ist etwas mega Magisches. Und tatsächlich gehen die Schweizer 1-0 in Führung. Aber es ist wie im Stadion da Ganz ein cooler, geselliger, unkomplizierter Typ. Der Zöckler hat er geheißen. Und mit dem habe ich dann einen Teil vom Match geschaut, weil ich es nicht mehr ausgehalten auf dem Stuhl. Jetzt durchheben. Es war
die Chance auf dem Silbertablett gelegen, 2-0 in Führung zu gehen mit einem Penalty. Wo verschossen wurde ist. Und da kann ich nicht mehr. Da bin ich einfach. Da habe ich ein schwaches Nervenkostüm. Es ist ja dann prompt das 1-1 gefallen, das 2-1 für Frankreich, das 3-1 für Frankreich. Von mir aus können wir schlafen. Nein, ich rege mich grausam auf. Einmal weiter als das Achtelfinale, aber nein, Penalty verschiessen. Meine Nerven halten das Zeug nicht aus. Jetzt sind wir an dem Walliser Bärli vorbeigefahren, das aus dem Fernsehen schaut. Und in dem Moment, wir sind schon halb am Zelt vorbei, fällt das Goal von Seferovic. Da haben wir sie uns, glaube ich, alle nicht lassen und sind von diesen 2 Walliser auch mega freundlich eingeladen worden. Komm, hocken da, nehmen wir ein Weissweili. Und dann ist der Match tatsächlich noch zum Wahnsinn geworden. Und Penaltyschüsse finde ich so etwas vom Schlimmsten. Ich kann nicht anschauen. Ich kann einfach nicht anschauen. Ich habe das Gefühl, wenn ich wegschaue, dann ist das irgendwie auf einer mentalen Ebene hat das einen besseren Einfluss auf das Geschehen. Ein unfassbar schöner Moment. Ein Freudenfeuerwerk. Und hinter uns hat es angefangen zu kübeln und donnern und blitzen. Wirklich ein einmaliges Erlebnis. Es war ein geschichtsträchtiger Moment, den wir hier erleben durften. Auf dem Campingplatz mit dem Schweizer Match. So schön! Endlich einmal! Endlich! Camper gehen konnte ich nicht wecken in dem Sinne oder finden. Der einzige Aspekt ist, dass das wirklich für die Kinder mega cool ist da. Und das ist das Reizvolle und hat mich tatsächlich nochmal zum Nachdenken angeregt, ob ich das nochmal so in Erwägung ziehe, mit meiner Familie wirklich wieder mal so eine Ferien zu machen. Hey! Ciao! Super maximal gewesen. Nein, du kannst hier bleiben. Ja. Entfaltet dich noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar andere Aufträge. Nein, hey, ich danke dir ganz vielmals. Schon gut, ich danke auch. So, das war's mit Camping. Nicht, dass es erst jetzt regnet. Als nächstes gehe ich als Schafhirt in die Berge, ins Wallis. Zusammen mit der Sarah und 270 Schafen, die sie auf die Alp führt. Ich hätte mir nie denken, dass ich mal ein blindes, stinkendes Schaf im strömenden Regen einen Berg abtrage. Warum? Das siehst du hier. Und willst du keine Folge mehr verpassen, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke.